Wir machen unser Bericht jetzt von Williamsburg, Brooklyn, wo Schlagjiden haben sich zu neu gesammelt, protestieren gegen die kerstige Werte von dem Satmarer Rebbe Aaron Teitelbaum. Ich heiße Ari Mandel und in sind wir da zu weisen als Satmar, nicht nur Satmar, aber keine kann ich reden gegen Menschen, wo sind Victims in sind wir wegkicken. Bis jetzt in der Sache Sache. Jetzt dem Shabbos hat das Satmar Rebbe geredet gegen ein Mädel, was ist in Court gegen ihre Abuser. Und bis jetzt wollte gewähnt, keiner wollte gut gesucht. So wollte gegangen gewartet und die ganze Gehille wollte gehalten, als ja, sie ist eine Klafte, man tut nicht umkicken, man tut nicht reden von ihr. Und sie nehmen sich gewoon vor ihm, kein Schimm Kasches, sie nehmen sich gewoon vor ihm und sie gehen gegen ihr. Und nicht nur sie, es ist nicht nur Dafke, jetzt, Webermann oder der andere Mädel, es hat sich ihn beglaut, als jede Musik geschieht, das an mir sagt, nehmen sie sich gewoon von dem Mensch, was hat der Titel. Sie kommen her zum Armory in Williamsburg, weil heint ist Kuf Aleph Kislev, a Jontef bei die Satmarer, was feiert dem Tag, wenn Harov Joel Teitelbaum ist entlaufen geworden von Ungarn bei Assen-Horben. Lass mir reden jetzt mit den Menschen, die es haben organisiert, den Protest. Ich bin nun gekommen durch, ich bin nach Hause, ich bin aufgewachsen im Bauernpark und ich weiß, dass du Menschen, die trachten nicht so wie ich tracht, aber ich bin schon nicht nach Hause. Ich weiß nicht, ob ich nur klar leid, weil ich ein Apikoiris. Ich glaube nicht an Schäfer, ich glaube nicht gut nicht. Aber ich habe ein Heilig von mir, was ist Heilig von der Kehille. Und wenn ich sehe solche Sachen, wo es manchmal eine Schande, wo es geschehen in meiner Schiene, es badet mir das Sachen, ich halte das, wir müssen reden, wir müssen machen eine ganze Balagan. Ich bin aufgewachsen in Chassidisch, in Monsey, New York. Ich bin weggegangen, ich pushe es, weil ich gleich bin in der ganzen Sache. Ich bin weggegangen, ich bin gewesen in der amerikanischen Armee, ich bin zurückgekommen und es hat sich gemacht, voriges Zimmer, als sie gewesen das Internet, als sie gegen das Internet. Und mir ist angefallen, als sie schlug sich gegen das Internet, sie gehen spenden, ausgeben Millionen Dollar zusammenzustellen an Asifa, bringen Menschen in Verfieren und machen einen ganzen Tummel. In der Wahl haben sie eines der echten Probleme in seiner Gehille. Kinder werden belastet jeden Tag. Sie kicken weg, sie reden nicht davon, wer sie öffnen den Mol und sucht etwas, beschmitzen sie sagen, er ist alleine, er ist das, er ist jens. Aber es ist nicht normal, es kennt nicht an. Aber er sagt, man geht protestieren. Raufmenschen von dem Kehille halten also wie dem. Sie halten als hat einen Titel, sie wollen gar nicht hören. Sie geht nicht so, was man sagt, hat einen Titel, normal müssen sie sein im Schildig. Sie tun pur, was kommen, Stillheit und sagen, als ins weiß man ganz geht, die bist gerecht, ich kenne noch nicht an, mein Kind geht in Geider, ich habe einen Job. Nur was hat sich verändert der Wahlgeheg, wo die Vergewaltigung ist gewesen die Hauptthema bei nicht wenig Politikern. Die Demokraten haben kritikiert, etliche Republikaner vermachen sich nicht wissendig wegen dem dosigen Problem in unserer Gesellschaft. Und sie dort Tage eine spezielle Meinung bei altmodischen konservativen Mannsbilden, was halten als schuldig in dem sind die Frauen allein. Letztens hat er selber sich bewiesen in der Satmarer Kehille. Die 17-jährige Frau beschuldigt Webermannen, eine Satmarer Klautour in die ernsten Verbrechens, vielmalige Vergewaltigungen, wenn er hat gedarf dienen wie ein Wegweiser von dem demoltigen 12-jährigen Mädel. Wie eine jüdische Tochter ist zugekommen zu einem Madrege schrecklich, hat gesagt der Satmarer Rebbe. Chemi Webermann ist eine Tante von Manns, ich kann ihm schon eine Sache hören. Er ist ein ehrlicher Mensch, ein feiner Mensch. Ich weiß, ich kann nicht schimpfen von der Masse, aber ich kann nicht glauben auf den Menschen, die getan eine schreckliche Sache. Lang zwischen Proof ist im Gerechtigkeitslage der Menschen mit Füßen. Ich bin beraten. So, ich bin gegen die Idee von der Anlage von Webermann.
I myself am a survivor of abuse, so I'm trying to do the support that I was doing when I was going through. He was back there last time. Coming out here, I try to get support. I think that it's time they hear about it, whether they want to hear about it or not, and they need to do something because they can't just keep covering it up. I believe I'm the silent majority. I think at this point especially most people know what really happened and are upset about it, but they just don't have the guts, and they also wrongly perceive this as being religious versus anti-religious, Satmar versus non-Satmar, but it really isn't. And I just feel that when it comes to a situation like this, if you're not standing with a victim, you're standing against the victim. To me, it's not about one victim and one perpetrator. That happens in every community, and it's not a surprise to me. It's the fact that you have a community that raised $500,000 in his defense, and the compassion was with him instead of with the victim. On the honest truth, they see there's just a bunch of losers. And does this have any personal meaning for you to come out here and be part of this protest? As a human being, it's personal. That's all.